Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, wir gehen mal auf ein bisschen was Aktuelles ein. Julian Nagelsmann hat ja beim DFB verlängert. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den DFB, dass Julian bis 2026 da bleibt. Ist natürlich eine Geschichte, wo wir in der Öffentlichkeit als Verein mal wieder nicht so ein geiles Bild gerade abgeben. Auch wenn natürlich von unserer Seite nie kommuniziert wurde, dass man mit Nagelsmann in Verhandlungen ist oder dass man mit Alonso in Verhandlungen war und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz wird es schwer sein, ja, wie soll ich es ausdrücken? Der neue Trainer, wenn er kommt, dann wird gleich erstmal sehr wahrscheinlich von der Presse gefragt werden, wie fühlen Sie sich als C-Lösung als Trainer für den FC Bayern München? Also, das ist wild. Die Frage ist, wer ist jetzt überhaupt noch sinnig? Sind wir wieder bei Ten Hag, wenn er aufhört bei Manchester United oder entlassen wird oder wie auch immer? Keine Ahnung. Ist mit Sicherheit ein Kandidat. Irgendwie der Trainer von Rotterdam war, glaube ich, im Gespräch. Roger Schmidt war mal irgendwo auf dem Zettel. Aber das wissen wir natürlich alle nicht. Wa? Wir wissen ja nur, was man so in den Medien mitkriegt und liest. Und ist eigentlich auch nicht meine Art und Weise, da jetzt so mit einzusteigen. Ich hätte ja eigentlich die Sache bewertet, wenn wir Ende April einen neuen Trainer vorstellen. Ich bin sehr gespannt, ob meine Vorhersage mit dem 29. April noch passt. Ich hatte ja auch gesagt, dass es meiner Meinung nach Julian Nagelsmann wird. Da habe ich natürlich mal richtig ins Klo gegriffen. Hat mich schon überrascht, dass der Nagelsmann bis 2026 jetzt beim DFB bleibt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, für Nagelsmann wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Je nachdem, wie die EM laufen wird. Warten wir mal ab. Aber es soll jetzt hier nicht um Nagelsmann gehen, sondern einfach um unseren Club, der mal wieder kein gutes Bild abgibt, leider. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Also, ich denke, Fakt ist, dass wir an diesen Trainern interessiert waren und auch mit diesen Trainern gesprochen haben, weil sonst hätte man sich auch in der Öffentlichkeit direkt mal da hinsetzen können und sagen können, nee, ist völliger Quatsch, wir stehen mit den Trainer gar nicht in Verbindung und sonst was. So wird es halt so sein, dass der neue Trainer echt irgendwie den Stand haben wird oder den Stempel haben wird, C- oder D-Lösung des Vereins zu sein, was sehr schade ist. Weil dieser Trainer, der jetzt kommen wird, super wichtig eigentlich ist. Ja. Wirklich super wichtig, um eine neue Ära einzuleiten. Ja, selbst nochmal, sollten wir jetzt Champions League-Sieger werden, worüber wir noch gar nicht reden oder träumen brauchen. Wir spielen erstmal ein Halbfinale gegen Real Madrid. Aber selbst dann musst du einen Umbruch machen und du musst eine neue Ära einleiten, dass wir endlich mal wegkommen von diesen Trainern, die ein Jahr da sind, 1,5 Jahre und sonst was. Brauchen einfach endlich mal wieder Kontinuität auf dieser Trainerposition, damit sich auch mal was entwickeln kann zwischen Trainer und Mannschaft, ja. Und nicht alle 1,5 Jahre neuer Trainer, der ein Jahr da ist. Wie soll sich da auch irgendwie was entwickeln oder eine Philosophie entstehen oder sonst was? Ist halt super schwierig, daher ist diese Trainerverpflichtung jetzt eigentlich super wichtig. Da bin ich sehr gespannt, wen man jetzt aus dem Hut zaubert. Ich bin ja immer noch entsetzt darüber, dass man noch gar keinen Vorstoß beim Hoeneß gemacht hat. Vielleicht macht man das jetzt. Wer weiß. Wird sehr spannend zu sehen sein. Ja, der Hoeneß hat seinen Vertrag in Stuttgart verlängert, hat aber eine Ausstiegsklausel. Ja, das hat sein Vater klar kommuniziert. Es wurde aber auch klar kommuniziert, dass es keinerlei Gespräche bisher mit dem FC Bayern gab. Ob der Schritt vielleicht zu früh käme oder nicht, I don't know, sei mal dahingestellt. Ansonsten hast du immer noch De Zerbi da irgendwie im Verlosungstopf, der aber eigentlich gesagt hat, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall bei der Mannschaft
weiter Trainer sein wird. Zumindest habe ich das gelesen, wie weit das stimmt, sei mal dahingestellt. Angeblich soll er jetzt auch GBs Liebling Emery im Gespräch sein. Wild, welches Bild wir gerade wieder abgeben. Vielleicht kann man das ausräumen, wenn wir jetzt wirklich Ende April einen Trainer präsentieren, dem gleich den Rücken stärken, gleich sagen, dass das einfach alles nur Strohfeuer waren und wir als Verein uns natürlich nicht auf diese Stufe stellen und jeden Namen, der durch die Presse geht, öffentlich Stellung zu beziehen. So. Dann kannst du das Ruder natürlich rumreißen, die Diskussion gleich im Keim ersticken, aber es wird trotzdem immer dieser Beigeschmack da sein, dass es sehr wahrscheinlich nicht die Wunschlösung ist. Ja, Alternative ansonsten wäre natürlich gewesen, man hätte sich um Kloppo bemüht. Und hätte gesagt, wir nehmen ein Jahr einen Übergangstrainer. Aber auch da, also erstmal weiß man ja nicht, ob. Ich glaube nicht, dass ein Kloppo sich jetzt festgelegt hätte, gesagt, ja, in einem Jahr komme ich 100% wieder und mache das dann beim FC Bayern. Punkt 1. Punkt 2, was ist? Keine Ahnung. Es war ja auch Roy Mackay so mal bei uns im Discord im Gespräch, weil er Bird Squad macht und sowas. Überleg mal, du nimmst jetzt so einen Roy aus der zweiten Reihe und das läuft. Das läuft, wir spielen super geilen Fußball und so weiter und dann heißt es, ja, Roy, alles Gute, das war auf ein Jahr, jetzt kommt der Kloppo. Könntest du halt auch nicht verkaufen. Von daher finde ich diese Regelung schwierig. Zu sagen, man nimmt jetzt einen Trainer für ein Jahr und dann kommt der Klopp. Also nein, das geht halt auch nicht. Wir sind jetzt in einer wichtigen Phase, in einer super wichtigen Phase, wie ich finde. Und der Trainer, der jetzt verpflichtet wird, der muss passen. Und der muss passen, nicht für ein Jahr, dass man jetzt sagt, ja, alles klar, komm, wir dümpeln jetzt extra rum ein Jahr oder was, damit wir dann beim Klopp einen Angriff starten können oder beim Alonso oder sowas. Nein, der muss jetzt passen, der muss für eine Philosophie stehen und das muss burnen. Ja, so, das ist die Aufgabe. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt in den nächsten 2 Wochen hinbekommen. Ja. Nochmal, man kann dieser ganzen Diskussion viel Wind aus den Segeln nehmen, wenn man den jetzt wirklich präsentiert in 2 Wochen. Weil man das kommuniziert hat, dass man bis Ende April einen Trainer präsentieren will, wenn man das hinbekommt und dann sagt, Leute, alles nur Strohfeuer, was die Presse da geschrieben hat. Wir waren von Anfang an dem Trainer dran und das ist unser Wunschtransfer gewesen. Kann man da Wind aus den Segeln nehmen, auch wenn dann weiterhin Beigeschmack da bleiben wird. Aber ansonsten wird es echt wild. Ne? Und wir geben gerade mal wieder leider kein gutes Bild ab, was diese ganze Chose anbelangt. Ja, diese ganze Trainergeschichte. Ich weiß auch nicht, warum man einen Tuchel so frühzeitig entlässt und sich dann nicht sofort um einen Trainer fürs nächste Jahr gekümmert hat. Warum man das jetzt eigentlich kann man das nur begründen, damit zu sagen, ja, wir wollten unbedingt Alonso haben, auf seine Entscheidung gewartet. Das wäre super traurig als FC Bayern. Ja? Und jetzt nochmal, ja, wir haben gewartet und dann haben wir auf die Entscheidung von Julian Nagelsmann gewartet. Also da geben wir gerade kein gutes Bild ab. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Was super schade ist, ich hoffe, wir bekommen das Ruder rumgerissen. Ich hoffe, wir finden den passenden Trainer, der dann endlich auch mal ein paar Jährchen da ist und was aufbaut und der die Zeit bekommt. Und ob das so Trainer wie De Zerbi, wie Emery, wie Ten Hag bekommen würden, wage ich leider zu bezweifeln. Ja. Die werden einen schweren Stand haben. Leider. So, ich weiß nicht, vielleicht, wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, zaubern wir den von Feyenoord aus dem Hut. Hoeneß wäre für mich so eine logische Alternative, weil der Name Hoeneß da steht. Ja.
Und nochmal habe ich ja damals schon argumentiert, dann einfach gewisse Spieler nicht zum Uli-Rennen brauchen, um sich auszuheulen. Das wird nicht funzen, weil Blut ist immer dicker wie Wasser. Wa? Ja, ich bin sehr gespannt, wie da die Reise geht. Natürlich hat der Uli auch wieder seinen Teil dazu beigetragen mit seinen Nagelsmann-Aussagen vor ein paar Monaten. Dadurch kamen ja wahrscheinlich erst diese ganzen Spekulationen jetzt auf, dass man Nagelsmann Wunschtrainer ist und so weiter. Und jetzt hat der Nagelsmann sich mal revanchiert und den Verein mal bloßgestellt. Ja? Weil viele, mich eingeschlossen, nehme ich mich natürlich mit rein, sind natürlich schon davon ausgegangen, dass es jetzt der Nagelsmann wird. Ja, und jetzt stehen wir da und ich bin sehr gespannt, wen wir da aus dem Hut zaubern. Und sollte das später wie Ende April sein, dann ist das natürlich noch mehr ein Zeichen, dass es wirklich dann nur die dritte oder vierte Wahl ist. Dann muss man viel Arbeit auch bei dieser Mannschaft leisten, ja, gerade als Sportdirektor. Weil diese Mannschaft, wir kennen diesen Geist dieser Mannschaft und das ist natürlich wieder ein Angriffspunkt gegen den Trainer und so weiter. Alles gerade super schwierig. Ja, ich persönlich bin sehr gespannt, was da nun passieren wird. Natürlich wird das natürlich auch das Thema jetzt am Wochenende wieder beherrschen, rund um Eberl und Freund, aber natürlich werden die da nichts zu sagen, dafür sind sie ja lang genug im Business. Aber ja, das ist wild. Wir werden da mal am Montag im Stream, 18:30 live hier auf dem Kanal, live auf Twitch, werden wir mal ein bisschen uns damit auseinandersetzen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, habt ein schönes Wochenende, ein gutes Spiel gegen Union und dann können wir am Montag mal ein bisschen in die neue Trainer-Diskussion reingehen. Leute, wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren überwältigenden Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.